Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal mit Vincent Kompany vor dem Champions League Playoff-Rückspiel zu Hause gegen Celtic Glasgow. Und ja, bevor wir reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, dass ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einmal, was ich hier so tue und verpasst auch kein Video. Mit dem Band über der Schulter vom Kopfhörer ist auch irgendwie scheiße. Von daher müsst ihr damit leben, dass das hier über das Logo hängt. Aber könnt ihr mit Sicherheit, ne? Gut. Auf geht's. Ein bisschen Geduld. Jetzt Teil 2 mit der Pressekonferenz. Unser Cheftrainer Vincent Kompany. Und die erste Frage, wie gewohnt. Ja, und wie so oft, Torben Hoffmann für Sky. Hallo Vincent. Eine Frage natürlich, Harry Kane war heute nicht im Mannschaftstraining mit dabei. Was hat das auf sich und mit welchen Erwartungen gehst du morgen in das Rückspiel gegen Celtic? Ja, auf jeden Fall nichts Schlimmes und wir haben einfach ganz wenig Zeit zum Erholen. Manchmal brauchst du diese einen Tag extra. Aber wir werden morgen früh sehen, wie er sich fühlt. Aber ich gehe davon aus, dass es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Wir haben nur sehr wenig Zeit zu erholen. Und ja. Ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Da braucht man halt auch mal ein bisschen mehr Erholung, ne? Sonst das Spiel morgen ist natürlich ein wichtiges Spiel für uns, für die Vereine. Und, aber wie immer, wir gehen in dieses Spiel rein mit voller Motivation. Wir spielen zu Hause, wir sind zu Hause auch sehr stark. Und letzte Woche war Celtic Park, jetzt ist Allianz Arena und das ist auch ein besonderer Ort für uns, wo unsere Fans dabei sind. In der ersten Reihe Hannah Reif für Münchner Merkur und TZ. Ja, Herr Kompany, wie viel Kraft hat das Spiel am Samstag gekostet und wie groß ist der Wille in Ihrem Kader, unbedingt morgen sehr viele Tore zu schießen, wieder Tore zu schießen? Vielleicht sogar so viele wie Dortmund beim 7-1. Haben Sie sich das angeschaut? Ja, aber mal. Das ist ja eine Frage, da könnte ich wieder eskalieren, aber ich schenke es mir mal. Wir hören uns mal die Antwort an. Ich habe natürlich, ich habe natürlich viele Spiele angeschaut von Celtic und die haben es eigentlich bis jetzt sehr gut gemacht in der Champions League. Es bleibt auch eine Mannschaft, die gefährlich ist, die immer gefährlich sein kann. Aber gut, wir haben in Celtic Park gewonnen, wir haben ein wichtiges Punkt geholt in Leverkusen. Also für uns ist es jetzt auch eine richtige Möglichkeit, was Gutes zu tun in diese 6 Tagen, weil es waren 6 sehr, sehr drucke Tage. Aber wenn die Ergebnisse stimmen, dann hast du natürlich immer dieses extra bisschen Kraft und das wird uns helfen morgen. Rechts hinten Marc Gabel für RTL, bitte. Hallo. Jamal Musiala hat eben gesagt, dass die Tatsache, dass man jetzt am Samstag dann auch mal 90 Minuten wirklich sehr intensiv verteidigen musste, der Mannschaft auch in der Entwicklung noch was gebracht hat. Jetzt ist viel darüber geredet worden, dass man eben zu wenig Torchancen selbst kreiert hat, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft verteidigt hat, was gibt Ihnen das für die nächsten Wochen, was sagt Ihnen das und wie sehen Sie da positiv die Entwicklung der Mannschaft? Ja, Fußball wird immer entschieden in beide Boxes, Strafräume. Da wird Fußball entschieden und wir waren diese Saison ganz oft oder fast immer in die gegnerische Strafraum. Da haben wir viele Chancen gehabt, viele Tore geschossen und ja, das war in das letzte Spiel mehr Verteidiger, aber da haben wir es auch sehr gut gemacht und man muss immer... Ja, da gehe ich halt nicht mit. Ne? Diese Argumentation, ich wiederhole es gerne nochmal, gehe ich nicht mit. Es ist okay. Es ist auch für mich okay, wenn man das jetzt öffentlich schön redet. Alles gut. Ja? Solange man es intern ein bisschen anders behandelt, was sehr gut sein kann, möchte ich gar nicht abstreiten. Das öffentlich aber so zu kommunizieren, gehe ich nicht mit. Also wir haben nicht gut verteidigt. Nochmal. Ja, wir haben nicht gut verteidigt. Guckt euch allein Conny Leimer als Rechtsverteidiger an, dass jede Flanke, jeder Ball darüber in die Mitte geflogen ist. Wir hatten das Glück, dass Leverkusen 2-mal Latte geschossen hat. Wir hatten das Glück, dass Leverkusen 3, 4 Chancen hat liegen lassen.
Wir hatten das Glück, dass auch 1, 2, 3 Bälle vielleicht ein bisschen ungenau waren von Leverkusen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, boah, geil, wir haben defensiv richtig starke Leistung gebracht, wir haben keinerlei Chancen zugelassen oder wir haben nur eine Großchance zugelassen. Nee, das war eben nicht so. Ja, allein der XG-Wert, wovon man halten kann, was man will, lag bei knapp 3 für Leverkusen. Ja, da können wir uns doch nicht jetzt hier hinsetzen und reden, ja, wir haben eine so gute defensive Leistung gebracht. Haben wir nicht. Ja, und schon gar nicht, wenn man das dann ins Verhältnis setzt, dass man offensiv 0 stattgefunden hat. 0. Wenn dem so ist, dass ich offensiv 0 stattfinde, Alter, dann muss es auch so sein, dass ich hinten 0 zulasse. Und das war eben nicht der Fall. Ja, aber wir haben es ja noch nicht mal geschafft, mal einen Konter zu setzen. Keine Chance. Gar nicht. 0. Ja, da kann ich nicht die Defensivleistung so schön reden, wie es gerade getan wird. Ja, wir waren ja super defensiv. Nee, waren wir nicht, Alter. Glaube ich. Wir haben Glück gehabt, dass Leverkusen die Latte getroffen hat und ansonsten daneben geschossen hat. Vertrauen holen aus den Momenten, wo wir wichtige Ergebnisse holen. Letztendlich. Was will man denn, das raff ich halt nicht. Wo will man denn aus dieser Partie Vertrauen jetzt rausziehen? Soll ich aus dieser Partie jetzt Vertrauen rausziehen, dass ich sagen kann, ja, alles gut. In der nächsten Champions League-Runde sollten wir wieder gegen Leverkusen spielen oder gegen eine andere Spitzenmannschaft. Ich meine, wenn damit Atletico Madrid, haben wir die Qualität, uns 90 Minuten hinten reinzustellen, um eine Null zu halten? Soll ich das Selbstverständnis jetzt aus dem Spiel mitnehmen? Kann ich doch nicht. Nochmal, guck doch mal, wie viele Chancen wir zugelassen haben, Alter. Sind wir jetzt in der Bundesliga 8 Punkte vor, dann haben wir auch sehr viel richtig gemacht. Ja, da stimme ich zu, alles gut. Der Punkt am Ende des Tages in Leverkusen ist für uns Bombe, ist fein. Wir haben 8 Punkte vor, alles gut. Da gehe ich mit, ja, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass man sich da hinstellt und sagt, ja, wir können so viel mitnehmen aus dieser starken Defensive. Also das war sie halt einfach nicht. Sie war nicht stark. Wir haben Glück gehabt. Und diese Momente brauchst du auch in einer Saison. Und jetzt ist die Fokus auf Celtic und was wir zu Hause machen können natürlich. On the left side, yes please. Da gehe ich auch mit. Hi Vincent. Ja, muss jetzt abgehakt sein, spätestens heute nach dem Stream. Und dann Fokus auf Celtic und danach Fokus auf Frankfurt. Da gehe ich mit. Ja? Aber man soll aufhören, diese Scheiße schön zu reden, Alter. Obviously Celtic are coming here tomorrow knowing they have to win the game. How do you expect them to approach it? Do you think they'll come here and try and go all out attack, try and score goals early, or do you expect them to try and hang in the game for as long as possible and try and counter later on? It's a good question, which you have to ask my colleague Brendan Rodgers, obviously, and many things can happen in a game. I think from my side, we always have the idea to prepare for both. What if they sit back? What if they press? And but then it's all the things in between that can decide a game as well. So we just want to be mentally ready to do what we've done so many times at home this season, which is I can't say getting the 3 points, but you know what I mean with that, right? Auf der rechten Seite in der Mitte Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Vincent, Sie haben gerade gesagt, manchmal ist wenig Zeit zur Erholung. Wie planen Sie da in den nächsten Wochen? Sie haben ja Spieler, die eigentlich immer spielen, wie Jamal Musiala oder Joshua Kimmich. Kann es da bald Phasen geben, in denen die beiden auch mal Pause bekommen? Naja, das kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, aber es ist auch einer, was ich auch ganz oft gesagt habe diese Saison, ist, dass wir unsere Mannschaft, unsere Kader vertrauen und was in der Zukunft passiert, will ich jetzt noch nicht ich will eigentlich nicht viel weiter schauen als das Spiel gegen Celtic morgen. Aber wir dann auch, wir haben im Moment notwendig mal ändern müssen und wir haben einfach weitergemacht. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch nicht meckern über egal welche Situation. Wir haben viele Spieler, das ist die Wahrheit, aber es macht auch Spaß und wir haben die Kader, die voll Lust hat darauf. The last row, please, yeah. Hi, Vincent, can I ask, do you feel additional pressure or expectation to reach the final this season because it is in Munich? And also, is the 2012 disappointment of that final ever talked about around the club? It's not
It's not been mentioned since I've been here, for sure. Inside the club, I mean, but I know that outside of the club, everything tends to be a topic. So, and I say it respectfully, but I would just say that from the very beginning, we've sort of expressed that it was important for our fans to be allowed to dream, and so, but it doesn't change the mission tomorrow. For me, the mission tomorrow is to win the game, and or do the necessary to qualify, and then hopefully I'll be standing here again for whatever next press conference and saying the same again, you know, and sort of the dream and the job have to align, but my job is to focus on the game tomorrow. On the neighbor, please, yeah. Ja, was soll er auch anders sagen auf diese Frage, oder? Natürlich ist bei den Fans der Traum da, es ist auch bei, ich meine, Chrissy hat es gesagt, ja, was der Anspruch ist. Finale da oben, was geht? Ja. Ich bin sehr gespannt. Hi Vincent, would you concede going into this game that the majority of the expectation is with Bayern, the majority of the pressure then is with Bayern, and if that has the potential to make Celtic trickier, that many people might say they don't have much to lose going into this game? Well, actually, I will speak to a crowd who understands this, because it's the same for us in every game as it is for Celtic in every game back home. I think the expectation for Celtic back home is that they have to win every game, that the emphasis is on them making the difference, and it's the same for us. So that's not a very different situation for us. It's every week like this. Auf der rechten Seite Florian Schimak für... Und es ist ja auch so, dass, ja, keine Ahnung, wer geht davon aus, dass wir jetzt gegen Celtic ausscheiden zu Hause? Also am Ende des Tages haben wir den Druck, aber den haben wir in jedem Spiel, wer es richtig sagt. Und in meinen Augen hat Celtic halt nichts zu verlieren. Ja, die haben eigentlich nur was zu gewinnen. Merkur und TZ Online. Grüß Gott, Herr Kompanie. João Palhinha war heute wieder im Training, der war jetzt länger raus. Was war genau mit ihm gewesen und wie fit ist er und wie planen Sie jetzt für morgen schon oder auch für die nächsten Wochen? Ja, der war krank. Also Sie haben wahrscheinlich alle jemanden gehabt in die Familie, die diese Influenza bekommen hat, und das haben wir auch gehabt. Und aber wir schauen, also jeder reagiert unterschiedlich, und hoffentlich kann er morgen dabei sein im Kader, aber zum Glück haben wir fast die volle Kader zurück jetzt. In der vorletzten Reihe Alex Schlüter für Amazon Prime. Ja, vielleicht sollten wir dann auch mal anfangen, die Spieler auf den richtigen Positionen aufzustellen, wie so ein Rechtsverteidiger als Rechtsverteidiger und nicht so ein Mittelfeldspieler als Rechtsverteidiger. Hi Vincent. Die Spieler haben viele Spiele zu spielen, für dich ist es aber natürlich auch im Moment eine enorme Taktung. Mich würde interessieren, so ein Spiel wie jetzt am Samstag, ein besonderes Spiel, auch so wie es verlaufen ist. Wie lange brauchst du, um das abzuschütteln, und wie lange arbeitet es in dir, in deinem Kopf nach so einem Samstagabend? Ja, wir haben einen Punkt geholt, wir sind 8 Punkte vor. Wir haben zu 0 gespielt, und wir haben jetzt einfach die Fokus auf Celtic, und morgen müssen wir zeigen. Das letzte Spiel muss ich nicht wieder spielen. Verstehst du, was ich meine? Ich meine in die Pick. Ja, da gehe ich ja mit. Ja, aus seiner Warte, Junge, alles gut, hack ab den Bums. Wir bist jetzt auf einer PK von Celtic und alles ist fein. So, du hast einen Punkt gut, du hast nur gespielt, und in 2 Tagen fragt keine Sau mehr, wie das zustande gekommen ist. Alles fein. Ja, erst recht nach außen musste das so kommunizieren. Wenn ihn das gar nicht beschäftigt, wie der ganze Bums zustande gekommen ist, dann kann man sich allerdings Sorgen machen ein bisschen. Ja, weil das sollte man schon als Coach reflektieren, wie sehr wir da an die Wand gespielt wurden. Ja, das muss man nicht öffentlich kommunizieren, da gehe ich mit. Ja, handhab das so, wie du es handhabst. Schieb da direkt einen Riegel vor, sag alles gut, alles schön, alles tutti. Aber für sich selber sollte er das schon analysieren. Klar muss ich das nächste Spiel nicht wieder spielen. Das ist das Spiel von morgen, das zählt. Ja, die Aussage können wir natürlich auch mal kurz widerlegen. Vielleicht, wenn du morgen das Spiel gewinnst, wirst du das Spiel in ein paar Wochen wieder spielen müssen.
Weil es kann auch sein, dass du dann gegen Bayer Leverkusen in der Champions League spielst. Und dann, Alter, musst du aber ein anderes Gesicht zeigen. Wenn du so viele Spieler hast, auch so viele Spieler, und was für uns bis jetzt passiert ist in die meisten Spiele, ich habe es vorher auch gesagt, wir haben 100 Tore geschossen, die meisten Schüsse, meiste Ballbesitz, am wenigsten Gegenschüsse gegenbekommen, am wenigsten Gegentore, 8 Punkte vor. Wir haben schon was Richtiges gemacht. Und dann jetzt in dieser Phase. Ja, da will ich ihm auch nie widersprechen. Das ist, was ich vorhin auch schon bei Jamal gesagt habe. Bisher ist die Saison eine Bombe. Ja, abgesehen vom Pokal aus, was unglücklich war. Klar haben wir immer mal wieder Rückschläge erlitten, alles gut. Aber nochmal, der Trend die letzten Wochen war grausam. Und wie wir dann vorgeführt wurden in Leverkusen, hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen wir den Schalter jetzt direkt wieder umgelegt und machen Feuer frei gegen Celtic, dann gehe ich mit. Dann kannst du den Bums in Leverkusen abhaken, mit einem schlechten Tag gehabt. Ja, sollte der Trend aber irgendwie weitergehen, dann wird es auch wild, ne? Phase, wo wir viele Spieler haben, dann musst du diesen Punkt holen und einfach die Fokus machen auf Celtic morgen. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, dieses Ergebnis kannst du mitnehmen, diese Mentalität kannst du mitnehmen. Und was besser muss, haben wir eine Möglichkeit morgen. Das ist das Schöne. Next one on the right side here, please. Die solltest du auch nutzen. Hello, Mr. Company. Can I ask, what are the main threats, do you think, from the Celtic team? Who are the biggest threats in terms of players? And were there any players from the game last week who stood out for you in the Celtic team? Yeah, I think it's the same as probably what everyone saw. And I think when you play against teams who are used to be very dominant in their leagues and who are used to scoring a lot of goals, what you naturally have, you have a team who has a real sense of how to score goals, so it's always dangerous going forward. And that's what Celtic showed on the day. I thought we dealt with it pretty well, but obviously the second half of that tie still has to be played, and the parameters haven't changed. It's a team that's really dangerous going forward. So are we. It's a home game, and we'll look to make that play to our advantage as well. Dann ist Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur an der Reihe. Herr Kompanie, Sie haben vorhin gesagt, das waren besondere Drucktage, weil man ja nicht ausscheiden will aus der Champions League. Und Sie haben jetzt gesagt, in Glasgow hat man ein Ergebnis erzielt, in Leverkusen hat man ein Ergebnis erzielt. Ist das jetzt morgen mental etwas anders? Können Sie wieder mehr gewinnen als verlieren? Ja, aber ich bin nie... Wo können wir morgen mehr gewinnen als verlieren? What the hell? Ja, wo können wir morgen mehr gewinnen als verlieren? Also es rechnet doch jeder damit, dass Bayern easygoing weitergeht. Ja, du hast doch eher mehr zu verlieren, indem du, keine Ahnung, gegen Celtic ausscheiden würdest. Ja, also weiß ich nicht. Wenn es nach 20 Minuten 2 oder 3-0 für uns steht, ja, dann gehe ich mit. Dann fällt vielleicht ein bisschen was ab, aber ansonsten... Grundsätzlich gehe ich nie... Meine erste Gedanke ist nicht, was passiert, wenn wir verlieren oder wenn es nicht läuft. Meine Gedanke ist immer, wir können was gewinnen, wir können was erreichen. Und das war letzte Woche in Celtic schon so. Wir haben in Celtic Park gewonnen. Das passiert nicht oft für ganz wenige Vereine, ganz wenige Mannschaften. Das war eine gute Erfahrung. Und gegen Leverkusen war das Ziel auch zu gewinnen. Und morgen ist genau das Gleiche. Also ich habe nicht diese Gedanken. Das ist halt, was ich meine. So, ja. Er sagt es ja jetzt auch nochmal. Er hat es auch vor Leverkusen gesagt. Das Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Ja. Oder es war das Ziel, dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen macht mich das dann so nachdenklich. Ja, wenn man jetzt gesagt hätte, ja, alles gut, wir sind dahin und haben das erwartet, das war unsere Taktik. Wir wollten die Null halten, wollten mit dem Punkt nach Hause fahren, alles ist gut. Ja, dann würde ich sagen, ja, alles gut, habt ihr geschafft, auch wenn es ein bisschen glücklich war. Nee, eigentlich war der Plan, das Spiel zu gewinnen. Ne? Und wir waren nicht in der Lage dazu, überhaupt mal über die Mittellinie zu kommen. Was, wenn es nicht passiert? Es geht bei mir nur darum, können wir morgen unsere beste Leistung bringen.
und können wir diese Mentalität zeigen, das Spiel zu gewinnen. Und am besten hast du die beide, immer, in jeder Phase, aber manchmal für eine oder andere Grund hast du in einer Saison solche Spiele, wo du einfach gewinnst oder einfach die Punkte holst. Aber morgen ist das Ziel, wie immer, das Beste zu sagen, was wir sagen können. Kommen wir zu den letzten Fragen so langsam, gleich nebenan. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany. Wir haben sehr oft hier gesessen und nach großen Spielen, ich erinnere mich an Barcelona oder auch, glaube ich, Rotterdam und so weiter, darüber diskutiert, ob Bayern vielleicht zu offensiv war, weil man hinten sehr anfällig war. Jetzt war es in Leverkusen eigentlich genau andersrum. Man hat sehr defensiv gespielt und vorne sehr wenig. Muss es das Ziel sein, gerade für die großen Spiele, dass man eine Mischung findet, dass man die Balance daraus findet aus diesen beiden Stilen? Ja, aber ich kann auch konsistent bleiben mit, was ich vorher gesagt habe. Wenn eine Mannschaft sich das verdient, dass wir tiefer stehen müssen, dann ist es halt so. Und in diesem einen Spiel hat die Gegner sich das verdient und dann haben wir das gemacht und haben wir das gut gemacht. Aber letztendlich unser erstes Ziel ist natürlich immer 1 zu gewinnen und 2, dass wir das machen, wie wir das wollen. Das wird sich in die Zukunft auch nicht ändern, aber wie gesagt, wenn eine Mannschaft sich das verdient, dann ist es manchmal so und dann musst du deine Mentalität zeigen und das haben wir auch. One more on the left side, yes please. Hi Vincent, just to be clear, you were asked about Harry Kane. Are you saying Harry Kane's got a doubt or are you 100% confident he will be able to play in the match? Just for clarification, sorry. Yeah, basically I blurred the lines on the question. I just threw up a smoke, or it was basically a smoke bomb what I said. But so I keep blurring the lines. We'll see tomorrow. Well, okay. Thank das war's. Danke. Bis morgen. Ja, werden wir sehen. Wollen wir es hoffen. Ansonsten ist ja noch Serge Gnabry da, unsere Stürmerkanone. Ne? Ist ja unser Ersatzspieler. Auf der 9. Ja, grandios. Vielleicht kommt aber auch wieder so eine Kanone wie Rafa Guerrero auf die 9. Die haben wir auch schon dieses Jahr erlebt. Wer weiß, wer weiß. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich ein schönes Spiel morgen. Das Wichtigste ist, weiterzukommen. Und dann schauen wir weiter. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.